Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum 33. Bundesligaspieltag auswärts beim VfL Wolfsburg 1:0 gewonnen. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, nehmen wir das Positive aus dem Spiel. Ist vielleicht einfacher wie das Negative. Das Positive ist einmal das Ergebnis und dass es am Ende des Tages ein unterhaltsames Spiel war. Aufgrund unserer super schlechten ersten Halbzeit und aufgrund dessen, dass es dann bis zum Ende nur 1:0 stand. Ja. Die erste Halbzeit, boah, war mal wieder eine absolute Farce. Mm, Ich habe eigentlich keine Worte mehr dafür. Ja, muss man einfach so sagen. Es gibt natürlich Umstände so, die da, ja, dass man das jetzt erklären kann, so, ja, für uns geht's um nichts, ja, du bist niedergeschlagen, weil du ausgeschieden bist gegen Paris, aber ey, am Ende des Tages ist man auch verdient ausgeschieden gegen Paris, da muss man jetzt ihn auch nicht hier eine Woche lang rumheulen oder sonst was, ja, da muss man sich einfach an die eigene Nase fassen. Ähm, Personalentscheidungen, die schwierig waren von Vincent Kompany, ja, muss man auch mal sagen, auch wenn wir heute dann teilweise mit einer Dreierkette gespielt haben und Josh ein bisschen tiefer agiert hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir keinerlei Zugriff auf das Spiel gehabt in der ersten Halbzeit. Wolfsburg war die bessere Mannschaft, hatte auch die besseren Chancen gehabt. Und ja, man kann sich bei Jonas Urbich bedanken, dass wir zu Null gespielt haben, beziehungsweise dass wir dieses Spiel überhaupt gewonnen haben. Ja, ich denke, er war der beste Bayern-Spieler heute. Vielleicht mit Tom Bischoff zusammen, der auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, bis auf den einen Fehlpass kurz vor Ende. Das darf dir natürlich nicht passieren in der Zentrale. Zumindest nicht in unserem Spiel. Aber da kommen wir gleich in der Einzelbewertung mal drauf zu sprechen. Ja, wie gesagt, Spiel um die goldene Ananas. Wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, Alto Belli. Ja, so eine erste Halbzeit im DFB-Pokalfinale, dann kann das auch ganz schnell durch sein. Also ich meine, das ist nicht das erste Mal, ja. Das ist die letzten Wochen, die erste Halbzeit haben wir oft extrem schlecht gespielt. Das sollte man langsam aber sicher mal abstellen und mal wieder klarkommen, klar im Kopf werden und das von Minute 1 an, ja? Vielleicht muss man mal vor dem Spiel schon mal die Mannschaft zusammenpfeifen, anstatt das nur in der Kabine zu machen, wenn sie das unbedingt gerade benötigt. Ich weiß es nicht. Ja, irgendworan muss es ja liegen. Und es war auch wieder schön zu sehen, dass keiner der designierten, ach so starken Führungsspieler in der ersten Halbzeit mal Verantwortung übernommen hat und versucht hat, diese Mannschaft zu führen. Habe ich nicht gesehen, ne? Grüße gehen raus an Josh. Ähm, Und den einen oder anderen mehr. Ja, es war nicht nur Kimmich, aber ja. Ich meine, Kimmich war am Anfang sogar noch zu sehen, so die ersten 15, 20 Minuten. Danach ist er wieder komplett abgetaucht. Da hast du von Kerse Kimmich gar nicht mehr wahrgenommen. Ähm, Ich weiß es nicht. Das ist für mich eine Katastrophe. Aber gut. Am Ende haben wir das Spiel gewonnen, 1:0. Verdient oder nicht? Boah, schwierig. Wir haben natürlich zweite Halbzeit gefühlt 100% Ballbesitz gehabt. Ähm, Die besseren, klareren Chancen hatte auf jeden Fall Wolfsburg am Ende des Tages. Zeigt auch der tolle XG-Wert von fast 4 und bei uns von knapp 2. Aber wie immer so schön, Statistiken ist das eine. Am Ende, ja, hat der goldene Schuss von Michael gereicht, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber das hatte wenig von den letzten Wochen, was wir in diesem Spiel heute gesehen haben vom FC Bayern. Ja, man hat jetzt eine Woche, um klarzukommen. Ich bin gespannt. Der Auftritt gegen Köln wird extrem wichtig werden. Ich denke, daran kann man dann schon mal ein bisschen bemessen, was Phase ist. Ich glaube, die Stuttgarter haben heute Leverkusen weggeballert, oder? Ich habe den Endstand noch nicht gesehen. Ich gucke mal ganz kurz, bevor ich jetzt irgendeinen Mist erzähle. Ja. Hätte man natürlich auch mal vorher machen können, ne? Spieltag. So. Ja, ist beim 3:1 geblieben. Ähm, ja, ich denke, da sieht man schon, was Phase ist, ne? Das wird kein Selbstläufer im DFB-Pokalfinale, das muss man ganz klar sagen, ja.
Aber gut, bevor ich da jetzt in irgendwas reingehe, wir sind hier jetzt gerade beim Wolfsburg-Spiel und da bleiben wir auch mal. Ja, zum Spiel habe ich alles. Ja, machen wir hier schon Precariation, die noch gar nicht da ist. Zum Spiel. Ich denke mal, man hat gesehen, dass der VfL Wolfsburg da unten nicht unbedingt hingehört. Am Ende des Tages ist man aber verdient da unten, weil man steht nicht da unten nach 33 Spieltagen, wenn man das abgerufen hätte, was in dieser Mannschaft drinsteckt. Von daher, uns soll es egal sein. Ja, die Unsportlichkeit da mit dem Elfmeterpunkt rumfummeln, ob Harry Kane deswegen den Elfmeter verschossen hat, I don't know. Ja, vielleicht hat das Karma deswegen den Ball vom Pfosten gesetzt von Wolfsburg, wobei man sagen muss, dass Jonas auch wirklich sich breit gemacht hat und da auch nicht super viel Platz war, aber trotzdem musst du den natürlich machen. Ja, hat das Karma vielleicht einfach mal geregelt, wa? Jeder geht jetzt mal kurz zu Wolfsburg, jeder geht jetzt davon aus, oh ja, überragende Leistung und jetzt fahren die nach Pauli und dann gewinnen die gegen Pauli und dann sind die in der Relegation. Alter, ja, das war ein starkes Spiel heute von Wolfsburg, aber nächste Woche ist was ganz, ganz anderes. Ja? Also, ich würde das noch nicht so als Selbstläufer sehen. Das ist ein Endspiel um die Relegation. Ja? Und ja, interessante Geschichte auf jeden Fall, aber nichts, was uns betrifft. Ja, damit, wie gesagt, so viel gibt es nicht zu erzählen zu dem Spiel, Alter. Ich könnte die Bayern zerreißen, das mache ich in der Spielerbenotung. So, Statistiken. Ich aktualisiere den Bums nochmal. Gut, Ballbesitz 68,6 zu 31,4, Abseits 2,4, Fouls 8,5, Zweikampfquote 48,2 zu 52,9, Schüsse aufs Tor 5,9, Schüsse insgesamt 17 zu 16, Ecken 6,3, angekommene Pässe 256 zu 689, Flanken 14,10. Schüsse insgesamt, Musiala 3, Ulisse 3, Harry Kane 3, Torschussvorlagen, Conny Leimer 1, gewonnene Zweikämpfe, Ulisse 8, Bischof 5, Ito 3. Komisch, dass da kein Kimmich steht. Aber hey, ich meine, immerhin war Kimmich heute der zentrale Mann in der Dreierkette, deswegen hat er Querpass Toni-mäßig 129 Ballkontakte gesammelt. 106 Bischof, 104 Michael Olisse. Ja, damit gehen wir auch direkt rein in die Benotung. Wie immer, ihr kennt es, wir fangen mit Winnie an. Winnie sehe ich heute bei Note 3. Das war ordentlich, war jetzt nicht herausragend. Über die eine oder andere Personalentscheidung kann man mit Sicherheit diskutieren. Über die ein oder andere mal wieder viel zu späte Auswechslung kann man mit Sicherheit auch ordentlich diskutieren, meiner Meinung nach. Ja, immerhin hat er diesmal versucht, ein bisschen Einfluss von außen zu nehmen und hat nicht nur mit dem Schiedsrichter rumgehadert. Oder mit dem 4. Offiziellen, besser gesagt. Ja, Note 3, denke ich, ist er heute auch gut bedient. Ja. Dass er die Mannschaft nicht gut einstellen konnte, hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Auch da gehört ein Trainer dazu. Ne? Gut, Jonas heute, ich denke, da sind wir uns alle einig, ist eine Note 1. Hat alles gehalten, was zu halten war. Hat sogar einen gehalten, der schon wirklich schwierig war von Eriksen, der auch direkt zu ihm dann hin ist. Ja, ich bleibe dabei, es ist keine Vertragsverlängerung für 20 Millionen mit Manuel Neuer nötig, wenn man sieht, wie Jonas Urbich auch heute performt hat. Der Junge ist bereit und er ist bereit, der braucht kein Händchen haltenden Manuel Neuer in der nächsten Saison, der gehört da rein und ist die Nummer 1 und damit ist der Bums durch. Wird natürlich nicht so passieren, aber ja, das ist mein Take. Gut, Stunny hat wieder arge Probleme gehabt, gerade in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war es einen Tacken besser, aber auch nicht überragend. Note 4 für Stunny. Ja, ich könnte jetzt auf jede einzelne Szene eingehen. Blasölzer schenke ich mir. Ich denke, erste Halbzeit kannst du fast alles über einen Kamm scheren, außer Minjay. Minjay war der in der Abwehr wenigstens noch ein bisschen was verhindert hat in der ersten Halbzeit, der sich da reingeworfen hat. Alles andere war vogelwild unterwegs, Alter. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Von daher sehe ich Minjay heute bei einer 2,5, weil er da noch als einziger ein bisschen rausgestochen ist. Ja, Ito genauso so schlecht erste Halbzeit. Was heißt schlecht, aber unauffällig. Aber im Großen und Ganzen hat er sich gefangen, hat ein ordentliches Spiel gemacht. Sehe ich bei einer 3,5.
Gut, kommen wir zum König. Der König hat eine gute erste Viertelstunde gespielt, weil er sehr tief stand. Da dachte ich mir noch: „Oh, wow, hat Vinny Kompany will er jetzt was anderes ausprobieren?“ Ich meine, es wäre schön gewesen, wenn wir das dann gegen Paris ausprobiert hätten und nicht gegen Tabellen 16 in der Bundesliga. Dass wir so agiert haben wie nach 30 Minuten gegen Paris, dass Kimmich, sehr, sehr defensiv war und eigentlich mehr der dritte Innenverteidiger war heute, in der ersten Halbzeit oder auf jeden Fall in der ersten halben Stunde. Hat sich dann immer weiter nach vorne geschoben. Wir haben natürlich mit Leon Goretzka dann da gespielt und im tiefen Jamal Musiala. Es war nicht wirklich erquickend. Ja, es war nicht wirklich erquickend. Wenn irgendwas Kreatives nach vorne ging, dann ging es über Tom Bischoff, der als linker Verteidiger gespielt hat. Das sagt eigentlich schon alles aus. I don't know. Vielleicht wollte man Kimmich ein bisschen den Druck wegnehmen, weil Wolfsburg hat uns ja auch schon hart angelaufen und so weiter. Und dann wäre Kimmich wahrscheinlich genauso abgetaucht, wie er gegen Paris abgetaucht ist. So hat er wenigstens war ein bisschen eingebunden. Wir haben es ja gesehen, hat 1 Million Ballkontakte. Davon waren aber auch 85% quer und nach hinten. Ne? Das war eine sehr schlechte erste Halbzeit von Kimmich. Zweite Halbzeit war es um einiges besser, lag aber eigentlich auch nur daran, dass wir generell als Mannschaft besser waren. Kimmich hat dann wieder seine alte Position gespielt, die er immer spielt. Da hat er sich sichtlich wohler gefühlt, wie man gesehen hat, denke ich. Du wirst einen Kimmich auch nicht mehr ändern von seiner Spielweise her. Ja. Und ja, von daher sehe ich ihn am Ende des Tages, ja, da wir ja ein bisschen humaner heute sind, auch bei einer 3,5. Gut, kommen wir zu Leon. Ja, Leon war auf jeden Fall präsent. Hat es ordentlich gemacht. Hat sich reingehauen, auch in die Zweikämpfe. Nach vorne hin war es aber auch, ja, aber jetzt mal ernsthaft, Leon Goretzka das ist ja auch, was ich sage, Leon Goretzka ist kein Spieler, der irgendwie der super kreative Kopf ist und der irgendwie einen Mehrwert hat, wenn eine Mannschaft tief steht. So, das ist nicht Leon Goretzkas Spielweise, deswegen passt er auch so semi in dieses System. Deswegen hätte er aber auch eventuell, wir haben es ja gesehen, heute mit seiner Wucht, die er hatte, hätte er vielleicht nochmal ein Faktor sein können gegen Paris. Auch wenn Paris sehr, sehr defensiv stand, ja. Aber vielleicht wäre Leon die bessere Wahl in der Startelf gewesen gegen Paris, weil am Anfang hätten wir schon Räume bekommen. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Heute war es okay, 3,5 wie Kimmich. Ja. Wobei, ich gebe ihm eine 3. Ich erinnere mich gerade an 2 defensive Zweikämpfe, die er wirklich sehr, sehr ordentlich geführt hat und sich da reingehauen hat. Das habe ich von Kimmich gar nicht gesehen. Kimmich ist wieder, ey, Leute. Ich weiß nicht, wann das war. 40. Minute, war das erste Halbzeit oder war das zweite Halbzeit? Wo der Gegenspieler mit Ball auf Kimmich zuläuft, also 3 Meter hinter Kimmich ist und einfach an ihm vorbeiläuft und Kimmich im Vollsprint hinterher und ein Joshua Kimmich kommt nicht mal in diesen Zweikampf. Der Spieler läuft ihm einfach weg. Das ist bezeichnend für Joshua Kimmich, Alter. Und das ist unser Sechser. Katastrophe. Aber wie gesagt, extra Thema. Aber nicht heute. Nach der Saison, Leute. Michael. Ja, Michael war sehr, sehr unauffällig erste Halbzeit, genauso wie die gesamte Mannschaft. Man hat ganz knallharten Luis Diaz vermisst. Ja, klebte auf der Außenbahn, das ist aber auch so gewünscht. Zweite Halbzeit hat er das Tor gemacht, war dann auch variabler, nachdem dann auch noch ein Lennart Kahl drin war, aber vorher auch schon mal die Seite gewechselt gehabt und sowas. Hat er mir sehr, sehr gut gefallen, zweite Halbzeit, und aufgrund, dass er das Tor gemacht hat, Note 2 von meiner Seite. Ja, wie ich ja gerade schon sagte, sind wir ja heute ein bisschen humaner. Ne? Einfach, weil es ein Spiel um die goldene Ananas ist. Und von daher kriegt Jamal Musiala heute die Note 4 anstatt die Note 5. Ja, man könnte ihm heute auch eine Note 5 geben. Das war gar nichts, Alter. Ich weiß nicht, warum Jamal Musiala, wie lange war er auf dem Feld? 76 Minuten ist eine absolute Farce, eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, was an Jamal Musiala gerade irgendwie ansatzweise über 20 Millionen wert sein soll. Ey, I don't know. Und ich prophezeie euch, wie fährt der zur WM, ja, dann wird der nächste Saison
1:1 dieselbe Grütze spielen und wird wahrscheinlich wieder alle 4 Wochen ausfallen, sonst was. Für Jamal Musiala wäre es besser zu sagen: „Ey, ich fahre nicht zur WM und ich gucke mal, dass ich 'ne Pause kriege, dass ich mal richtig fit werde, mal richtiges Selbstbewusstsein habe.“ Kann natürlich sein, dass er bei der Nationalmannschaft sich wohler fühlt, da irgendwie dann wieder in die alte Form kommt oder sonst was, aber die Belastung, die wird ihn ficken, ja? Also, wir haben das gesehen jetzt, wo er alle 3 Tage gespielt hat. Das war in jedem Spiel nichts, gar nichts. Katastrophe. Ich weiß nicht, warum der so lange aufm Feld stand. Wenn er am Ball war, gedribbelt, in 4 Mann reingelaufen, blind, als wäre er Lionel Messi, was er einfach nicht ist, und der Ball war weg, ja? Also sorry. Ich sehe Marjal, ja. Ich sehe Jamal grade gar nicht bei uns. Notting, Alter. Ey, ich bin sehr gespannt, ob der zurückkommt, ja, formtechnisch. Ich hatte ja zwischenzeitlich den Eindruck nach dem Pauli-Spiel und so, das Spiel danach war auch noch ordentlich. Weiß ich nicht, was dann passiert ist. Hat man dann schon wieder gedacht: „Oh ja, ich bin's jetzt wieder“, oder was? Also, seitdem geht's ganz steil bergab, ja. Ganz steil. Absolut kein Faktor. Auch nicht Bundesliga-tauglich, die Leistung. Sorry. Katastrophe. Katastrophe eigentlich. Bin gespannt. Kommen wir zur nächsten Katastrophe. Nicholas Jackson, Alter. Aber auch da wir heute human sind, auch Note 4. Hättest du genauso gut Note 5 geben können. Ich weiß nicht, was an diesem Spieler 60 Millionen Marktwert sein soll. Sorry. Junge, ich habe noch nie so 'n schlechten Linksaußen gesehen. Was war das? Was soll das sein? Was soll das darstellen? Junge, der ist technisch so kreativ wie 'n Stück Holz. Da bin ich technisch stärker, Alter. Im 1 gegen 1 kann der nichts. 0. Junge, da ist 'n Alphonso Davies stärker und das heißt schon was. Ey, der mag ja vorm Tor auf der 9er Position ist er ja 'n guter Killer so. Wenn er 'ne Chance hat, macht er den Ball weg so, ja, gar keine Frage. Aber sonst im 1 gegen 1 technisch irgendwas? Gar nichts, Alter. 0. Ja? Ey, ich beziehe das jetzt nur mal auf dieses Spiel, aber was ich grade sage, kannst du auch fast auf die ganze Saison sehen, wenn du ihn gesehen hast. Also, das hat doch nicht mal Bundesliga-Niveau. Wie will er denn in der Premier League irgendwie agieren? Ey, ich meine, okay, vielleicht ist der FC Bayern nicht seine Mannschaft, weil wir super dominant sind und immer wenig Räume da sind. Ich denke mal, er wird eher 'n Umschaltspieler sein, aber jetzt den Super Speed, habe ich jetzt auch nicht gesehen bei ihm. Ja, wir hatten ja mal 'n paar Umschaltmomente, auch in dem Spiel 1, 2, aber auch sonst haben wir schon 'n paar Umschaltmomente gesehen von ihm. Das war jetzt auch nicht so, ich bin so Alphonso Davies-mäßig schnell. Also, Junge, weiß ich auch nicht. Entweder ist der maßlos überschätzt, dieser Spieler, oder er wird bei uns einfach nie warm. Das kann natürlich sein. Aber ich kann nur das beurteilen, was ich bei uns gesehen habe. Und das ist noch nicht mal 35 Millionen Marktwert wert, Alter. Sorry. Heavy, ja, Heavy mit dem Elfmeter, den er verschossen hat, hat man ganz klar gesehen, woran's lag. Brauchst du ihm gar keinen Vorwurf machen. Weggerutscht mit dem Standbein vor das andere Bein. Normalerweise wäre der Ball reingegangen, hätte das Tor noch nicht mehr zählen dürfen, was 'ne Doppelberührung war. Fragt mich nicht, diese tollen Regeln. Weiß auch gar nicht, was dann passiert wäre. Wahrscheinlich nix, oder? Gibt's da 'ne Elfmeterwiederholung? Ich habe keine Ahnung. Ob das jetzt bedingt durch die Sabotage da war, ist natürlich 'n Armutszeugnis. So 'ne Unsportlichkeit. Auf der anderen Seite, wenn du gegen den Abstieg spielst, Alter, wer will es ihm verübeln? So. Ja. Ansonsten hat Heavy natürlich 'n super schweren Stand gehabt, wie die ganze Mannschaft. Hatte der Elfmeter war der 9. Ballkontakt oder was? Irgendwie so was. Und hat schon viel versucht, hat sich auch mal fallen lassen, aber dann fehlte ganz klar vorne die Anspielstation, weil Jamal Musiala das auch nicht gerafft hat, dass er dann irgendwie in die Räume gehen soll. Die Abstimmung ist gar nicht da, wie sie mal war. Die war ja mal richtig gut letzte Saison. Das habe ich diese Saison noch gar nicht gesehen. Hat 'n schweren Stand gehabt. 2. Halbzeit war natürlich dann 'n bisschen besser, weil wir natürlich auch 'n bisschen besser generell waren in der Offensive. Ja, aber für Harry Kane-Verhältnisse geht da auch mehr. Von daher Note 3. Gut. Kommen wir noch zu den Einwechslungen. Einmal Upper für Min-Jae. Ja, Upper hat's ordentlich gemacht. Sehe ich bei 'ner Note 3. Hatte natürlich auch einen Wackler drin, wie immer. Alles gut, hat er aber selber ausgebügelt.
Ja, ansonsten hat er versucht, ein bisschen den Spielaufbau auch ein bisschen zu beschleunigen, ja. Ähm, Da ist er halt einfach auch ein bisschen stärker wie Min-Jae, das muss man ganz klar sagen. Hm, Hat der Sache ganz gut getan, weil er einfach auch mal mit mal ein bisschen mehr Michael gesucht hat, ja, und nicht immer nur quer auf Josh, der 300 Kilometer 300 Sekunden braucht, um Ball zu spielen. War ganz okay. Gut, Conny Leimer für Leon Goretzka. Ja, Conny hat gezeigt, was Conny zeigen kann. Ja, auch das war ordentlich. Das war jetzt nicht technisch brillant oder sonst was, aber Conny hat auf jeden Fall der Mannschaft ein bisschen was gegeben, ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen mehr Aggressivität auf der Seite. Ja. Stanisic war Katastrophe in der ersten Halbzeit als Rechtsverteidiger. Conny Leimer hat es auf jeden Fall besser gemacht. Gerade was das Gegenpressing angeht, was aber auch das Dagegenhalten im Zweikampf einfach mal angeht. Ähm, von daher sehe ich Conny auch bei einer guten 3. Gut, dann kam noch Luis Diaz in der 60. rein. Für Jackson. Ja, viel zu spät. Meiner Meinung nach, Jackson war, wie gesagt, absoluter Totalausfall. Luis Diaz war auch nicht gut heute. Konnte auch nicht mehr viele Akzente setzen. Ja, hat natürlich das gemacht, was er immer macht, aber so der letzte richtige Kicker hat auch bei ihm gefehlt heute, ähnlich wie bei Harry Kane. Von daher Note 3. Gut, in der 76. kam Lennart K. für Jamal Musiala. Können wir nicht mehr benoten, weil die Spielzeit zu kurz war. Ja, den Wechsel hätte man ein bisschen eher bringen können, wenn nicht müssen, meiner Meinung nach. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Lennart K. jetzt auch nicht mehr die großen Akzente setzen konnte. Das war jetzt auch nicht mehr, als wenn Jamal da noch 15 Minuten rumgetänzelt wäre. Hatte eine Schusschance, die war super kläglich. Ansonsten, was mir gut gefallen hat, er hat auf jeden Fall, aber das tut er immer, sehr viel mit nach hinten auch gearbeitet, wenn es nötig war. Ja, also gut nachgesetzt, das war okay. Ja. Und zu guter Letzt kam dann noch, weiß ich auch nicht warum, Jonathan Tah für Ito rein in der 84. Minute. Weiß ich nicht warum, was das soll. Weiß ich nicht. Ito hat ein ordentliches Spiel gemacht. Tah war auf dem Platz, ja. Musste er noch groß eingreifen, ich habe nichts gesehen. Ich habe natürlich Tom Bischoff vergessen, zu dem wir jetzt noch kommen. Habe ich natürlich dann absichtlich vergessen, weil er der beste Feldspieler war bei uns heute. Ja, ich hätte ihm eine Note 1 gegeben, wenn er nicht den katastrophalen Ballverlust in der 85. Minute hatte, der völlig unnötig war. Das darf ihm natürlich nicht passieren. Von daher gibt es eine Note 2. Dadurch ist ja auch nochmal richtig was ins Rollen gekommen. Ansonsten war er der Spieler, der dieses Spiel heute geleitet hat. Ja. Also man hat heute, oder was ich heute sehr positiv fand, wie stark der defensiv ist, Alter. Das hat mich maßlos überrascht. Ja. Aber wie sollen wir das auch beurteilen, wenn wir ihn so selten auf dieser zentralen Position sehen? Ja, aber alles, was ich heute gesehen habe, sorry, Alter. Ich will fucking nächste Saison die Zentrale mit Tom Bischoff und Alexander Pavlovic sehen. Ey, wenn du wirklich ernsthaft daran denkst, du möchtest die Champions League gewinnen, dann muss ein Joshua Kimmich aus der Zentrale raus, Alter. Ja, den stellst du auf die rechte Verteidigerposition, dann hast du die Position auch schon mal abgehakt. Brauchst du nicht über eine Verpflichtung nachdenken. Kannst Conny Leimer sagen, kannst du hart bleiben und sagen, ja, alles gut, Conny, dann such den anderen Verein, dann sparen wir die 10, 12, 20, 18.000 Millionen, die er Gehalt haben will. Und alles ist gut. Ja, alles ist gut. Punkt. Junge, wenn der sich mal einspielen darf mit dem Pavlovic, Alto Belli, dann kann das eine richtig starke Zentrale werden. Ja? Also Tom Bischoff heute defensiv, 2 Kämpfe. Hut ab. Ja, all das gezeigt, was in Kimmich fehlt, Alter. Ob das eine Grätsche war, ja, 10 Meter hinter der Mittellinie, ob das halt einfach diese Ballkontrolle ist, ob das einfach dann auch dieser Antritt ist, was ein Kimmich gar nicht so hat. Ja, diese Leichtigkeit in der Ballannahme, einfach mal eine Körpertäuschung und einfach so ein bisschen Thiago-Style, ja. Das ist, was ein Tom Bischoff uns gibt, Alter. Ja, und nochmal, es hat mich wirklich überrascht, wie stark der defensiv ist auf dieser Position.
Und nicht nur das heute, ja, er war super viel in Bewegung. Ja, auch in der gegnerischen Hälfte. Ja. War immer umringt, war immer in Bewegung, war immer anspielbar. Ganz, ganz wenige Ballverluste. Riesenspiel von Tom Bischoff. Ja, natürlich darf in so einem Querball dann wenn es 1:0 steht, in dieser Phase nicht passieren. Ja. Das ist natürlich ein harter Kritikpunkt, aber ist noch ein junger Spieler. Aber alles, was ich heute gesehen habe, Alter, ey, das steckt ein Kimmich und ein Pavlovic, was die letzten Wochen gezeigt haben, aber locker in die Tasche. Ja. Also, das muss die Zukunft sein. Sorry, du kannst keinen Declan Rice verpflichten, weil er erstens keinen Bock hat und zweitens kannst du dir so 'ne Spieler nicht leisten. Ähm, Es wird Zeit, dass du auf Tom Bischoff, in der Zentrale setzt. Es wird Zeit, ja? Das muss das To-do sein in der nächsten Saison, Alter. Ist mein Take. Aber da gehen wir noch mal 'n bisschen in extra Talk drauf ein. Tom Bischoff hat mir mega gut gefallen in der Zentrale, ja. Hat natürlich auch schon 'ne richtig schlechte Leistung gehabt in der Zentrale, dürfen wir auch nicht vergessen, ja. Man muss ihn jetzt nicht über den Klee loben, aber wenn wir mal das Potenzial gesehen haben und vor allen Dingen heute auch diese defensive Stabilität und diese defensiv gewonnenen Zweikämpfe, aber auch das Gegenpressing, wo er viel stärker ist wie Kimmich, Alter, ja. Da muss ich sagen: „Ey, let's go, Alter. Schieb den Kimmich auf die Rechtsverteidigerposi nächste Saison und alles ist gut." Ja. Ich meine, sollte bei uns ja eh nicht das Problem sein, weil unsere Außenverteidiger, zumindest wenn wir weiter so spielen werden, ja auch auf Halbposition im Mittelfeld agieren. Also, kann Kimmich ja immer noch rumdümpeln, ja? Also, aber du hast dann wenigstens eine Zentrale, die defensiv auch ein bisschen was kann, ja? Aber auch die spielerisch auch unter Druck und so weiter agieren kann, ne, was uns gerade halt ein bisschen abgeht. Und keine Ahnung, würde Kimmich das kompensieren mit: „Ja, ich bin hier euer Anführer in den wichtigen Spielen." Ey, dann würde ich über diese Scheißleistung hier sogar hinwegsehen und würde sagen: „Ja komm, dann nehmen wir das in Kauf." Aber der Mann taucht halt ab. Der taucht halt ab, wenn's schwierig wird. So, also, dann kannst du ihn auch als rechten Verteidiger aufstellen. Mein Take noch mal zum Abschluss zu Josh. Aber wie gesagt, da kommen wir im Saisonfazit zu, wenn es auf die ganzen einzelnen Spieler drauf eingeht. Das war's zum Wolfsburg-Spiel. Gut, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Restwochenende. Und wir haben jetzt eine Woche Pause. Ein bisschen runterkommen. Und dann spielen wir am Wochenende, was? Köln oder was? Köln zu Hause. Und dann ist eine Woche Pause und dann geht's nach Berlin. Ja? Und dann ist die Saison durch, Leute. Dann geht's Richtung WM. Tschüssi.